Randall Shiver, Zuständiger für Asienpolitik im US-Außenministerium, kritisiert öffentlich die rabiate Politik der chinesischen Regierung, die gewaltsam bis zu 3 Millionen Menschen in Lagern interniert, um sie auf chinesische Standards anzupassen. Eine der 3 Millionen willkürlich verhafteter Menschen gehört zu dem Volk der Uiguren, die durch die chinesische Assimilationspolitik schwere Menschenrechtsverletzungen in Ostturkestan ertragen müssen. Die ehemalige Insassin eines Internierungslagers irgendwo in China, Gulsira Awelhan, berichtet nach ihrer Befreiung dem Freien Radio Asien von den Zuständen in den Lagern. Awelhan, die sich inzwischen zusammen mit ihrer Familie in Sicherheit befindet, erzählt von dubiosen Haarfärbungen bei Besuchen von ausländischen Beobachtern. In ihrer Internierungsstätte allein sollen sich bis zu 18.000 Häftlinge befunden haben, was ihr gegenüber von einem Wärter erwähnt worden sei. In nur einem Schlafraum habe man bis zu 30 Menschen untergebracht. Dennoch berichtet Awelhan von einer Isolation von den anderen Gefangenen, die wohl zum Zweck hatte, einen Austausch von Informationen unter den Insassen zu verhindern. Vor dem Osloer Königspalast protestierten zahlreiche Uiguren gegen die chinesische menschenverachtende Politik in Ostturkestan. Um dem Leid ein Gesicht zu verpassen, trug man Plakate mit Bildern von KZ-Insassen durch die Straßen. Zum Abschluss des Marsches wurde eine Kundgebung abgehalten, die zum Stopp der Besatzung und des Kulturgenozids in Ostturkestan aufrief. Eigenen Angaben nach habe Nordkorea keineswegs mit seinen durchgeführten Waffentests gegen UN-Auflagen verstoßen. Es seien lediglich Raketenwerfer und Lenkwaffen kurzer Reichweite zum Einsatz gekommen. Mit dem Atomkonflikt sehe man deshalb keinen Zusammenhang, denn dem Staat Nordkorea seien nur Tests mit ballistischen Raketen und Atomwaffenversuche untersagt. Die Regierung Iraks hat eine geheime Operation gegen den Islamischen Staat in Syrien veranlasst, die jedoch eine Flucht des IS-Anführers al-Baghdadi nicht verhindern konnte. Aus Regierungskreisen heißt es, man wolle zu einem späteren Zeitpunkt verlautbaren, in welcher syrischen Region genau operiert wurde, ebenso weitere Einzelheiten der Gegebenheit.